Wassertemper, yay! Herzlich willkommen, ich bin der Vega von greengames.ch und ich begrüße euch zu Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, wenn ihr seht, ich habe letztes Mal vor dem Wasser oder im Wassertempel aufgehört, aber noch nicht gemacht. Und stürze mich jetzt in den so beliebten bei vielen Tempel-Dungeon rein. Und wenn ich mehrmals auch schon gesagt habe, finde ich ihn eigentlich ganz okay, darum ja, freue mich jetzt irgendwie einfach doch noch auf den Wassertempel. Vor allem einfach, Bosskämpfe sind recht witzig, so wenn ich das noch in Erinnerung habe. Und ja, sonst irgendwie mit dem ganzen Wasser auf und ab, das finde ich eigentlich recht cool. Aber ich muss jetzt zuerst mich wieder mal ein bisschen orientieren, ich habe natürlich keine Ahnung mehr, was ich genau alles muss machen. Darum schauen wir doch mal. Okay. Hä? Also hier kann ich mal gar nicht machen, außer da den Block rausziehen. Dann machen wir das doch mal. Oh, warte mal. Das kann ich noch gar nicht machen, ich muss von der anderen Seite her. Also weil seitwärts schieben gar nicht. Ich muss von der anderen Seite her, von einer anderen Seite her irgendwo dazu kommen, was ich jetzt offenbar noch nicht kann. Okay, also. Schon wieder abziehen. Jetzt die Stiefel. Das wird ein paar Mal müssen machen. So, ich kann mir meinen meinen Fanghaken auf. Ja, nu. Also, sind Dings wieder da? Schildkröte, wie man denen sagen. Habe ich die abgenommen? Ja. Aber jetzt nicht. Also, ich schaue mich jetzt einfach mal, rundum und ja, so wie es aussieht, gibt es hier nichts zu tun. Direkt. Hier gehen wir doch mal runter. Ah, stimmt, ich kann gar nicht umschauen, wenn ich am Absinken bin. Dann kann ich jetzt schnell wählen, darum das Geräusch hier. Okay, ah, das sind da die Seesterne sozusagen. Ich sage jetzt nicht mal Seesterne. Was zeigt man da eigentlich an? Stachelstein, okay. Easy. Ah, ich höre die Schildkröte von oben, darum. Jetzt habe ich gedacht, was das für ein Geräusch ist. Das komische Jump-Geräusch von ihnen. So. Hier muss man irgendetwas mit dem Haken machen, was ich möglicherweise noch nicht kann. Ja genau, und den Schlüssel habe ich eh nicht. Gut, falscher Eingang gewesen. Ah, ja, das ist eine der Frustrationsquellen wahrscheinlich von dem Tempel, dass man ständig muss zwischen den Stiefeln hin und her wechseln. Aufschwimmen, abschwimmen. Und irgendwie ja, ständig vor einer Sackgasse steht und dann merkt, shit, ich gleich etwas zuerst müssen machen, bevor ich zum nächsten Ort gegangen wäre und so. Aber ja, also ich finde, es gibt Schlimmeres. Oh, schau da. Hello! Oh, Mädchen, du bist aber gewachsen, hey. Oh, wenn ich mich recht entsinne. Link. Du bist Link, oder? Ich bin es, Ruta, deine Braut. Die Prinzessin der Zoras. Das ist ein gutes Gesicht. Ich werde nie vergessen, was wir uns vor Jahren geschworen haben. Also, ich nicht, du eigentlich, aber naja. Es war grauenvoll von dir, mich 7 lange Jahre warten zu lassen. Doch jetzt ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Es ist etwas Furchtbares geschehen.
Zoras Reich ist eingefroren. Alles ist über und über mit Eis bedeckt. Ein junger Mann namens Shiek hat mich aus dem Eis gerettet. Aber die anderen Zoras wurden noch nicht... Ich will sie retten, alle. Ich will Zoras Reich retten. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun. Für die Frau, die du heiraten wirst. Ja, das sehen wir dann noch. Link, hilf mir, das bösartige Ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel lauert. Willst du das tun? Im Wassertempel gibt es 3 Stellen, an denen du den Wasserstand verändern kannst. Ich zeige dir den Weg. Folge mir und beeile dich. Jetzt muss ich hier noch nach. Nech. Das können wir im Kopf gehabt. Also los! Ich hätte das Zeitlimit oder so. Nicht, oder? Jetzt kann ich wieder nicht aufschauen. Da nicht. Aha. Ist sie da rein, oder? Oh. Höhle. Bank. Komm, stirb. So, Bämbe. Ah, mit der Boba hat sie es natürlich auch nicht schlecht können verwischen. Eine Kiste. Die Fenster, irgendetwas ist doch mit diesen Fenstern nicht. Die sind so richtig schlimm aufgemalt aus, das ist echt speziell. Naja. Karte. So, jetzt bin ich mal auf dem richtigen Weg. Was war jetzt mit der Route? Oh. Ah, da ist die eine Stelle. Also, muss ich merken, bei den 2 Fackeln unten am Eingang ist ein Punkt, wo man das Wasser runterlassen. Kann man hier das Wasser runterlassen? Das ist jetzt aber eigenartig. Na gut, also... Dann... Let's go down! Nehmen wir doch gerade noch... Nicht nur... Ah nein, Deko-Sticks kann man gar nicht brauchen. Muss ich es jetzt so aufmachen? Jupp, ich weiss, dass da versperrt ist, Navi. So geht's nämlich. Und ein paar Pfeile. Muss ich echt da gar nicht rein? Es könnte nur sein, dass das gar nicht unbedingt nötig ist. Oh, ein paar Muscheln. Kommt doch. Die zuerst. Das Bank. Ah, tu doch das Schild schneller für ihn. Ist das mit der Verzögerung gewesen? Ja, voll. Das ist jetzt etwa ein Zehntel, 20 Sekunden. Verzögerung. Uff, das war wieder genau der gewesen. Los, hopp. Komm, Muscheln, mach auf. Das Gischli. Also wenn es ein Rubin ist, dann hätte ich hier nicht unbedingt müssen reinkommen. Aber es ist ein Schlüssel. Dann muss ich reinkommen. Gut. Wissen wir das. Jetzt ist es so. Aber jetzt muss ich eigentlich nicht nochmal rein. Hey, aber... Hä? Das ist wirklich komisch. Ich habe gemeint, ich kann trotzdem auch fackeln.
jetzt hat sie zumindest Feuer, hä? Ah, das ist Chill gerade dort unten. Das nehmen wir doch. Also, was hat sich jetzt geändert? Was können wir jetzt machen? Da jetzt ein bisschen Wasser. Ah ja, genau, da können wir immer noch nicht rauf. Da sieht es noch genau gleich aus. Okay. Kann ich das Ding reindrücken noch? Ich denke so. Also ich versuche jetzt einfach mal raus. Ich habe überhaupt keinen Plan, was genau der schnellste Weg ist, um den Dungeon zu schaffen. Ich bin jetzt aber recht auf Impro-Kurs, also. Einfach mal ausprobieren. Gut, Stiefel. Ich kann echt ganz schnell Karine wieder finden, ich brauche eher noch das Feuer. Jupp. Und Stiefel abziehen. Was du denn? Stress ist mir ein bisschen. Oh. Ich muss nur noch treffen. Eine Flügelkappe. Okay. Ich könnte einfach von unten her den Kristall anschießen mit einem Pfeil oder so und dann kommt die wieder rauf. Falls ich wieder runtergehe. Ein Drache. Aha, von der Stiefel würde ich also nicht von der Strömung mitsagen. Das ist die Frage, kann ich da rauflaufen? Nein, kann ich nicht. Kann man da Schönes. Ah, ein Zeitschalter. Okay, das müssen wir anders machen. Nein, nicht das Kokiri-Schwert. Gut, Stiefel an. Nein. Ah, shit. Das war jetzt so schnell gewesen. Ulilililili. Das ist ein geiler Effekt eigentlich als Unterwasser. So Effekt. Wenn wir es jetzt gerade gehört haben, anders stehen nicht. Okay, das ist besser. Gut, let's try this again. Gut. Stiefel weg. Überschwimmen. Echt sogar mit dem Dings können. Mit dem Haken. Ah, ich sollte mich nur noch ehren, so. Wichtig ist also jetzt mal... Oh. Ich darf nicht zu früh. Aha. So. Gut. Nehmen wir an, das ist nochmal ein Schlüssel. Das. Gut, umso besser. Je mehr Schlüssel, desto besser.
Oh, das kommt noch knapp werden, dass das blöde Tor durchzukommen. Oh nein, ist gut. Also, aufschwimmen. Und raus. Geschafft. Gute Sache. Du hast schon 2 Schlüssel. Und wieder raus. Ich muss mir mal überlegen, ob ich das Masterschwert-Grafik anpassen soll. Weil das sieht mir einfach irgendwie für meinen Geschmack viel zu ähnlich aus wie das Langschwert. Also das Bigoron-Schwert. Mal schauen. So. Mist. Ich komme so gar nicht rauf. Ach. That's the way. Aha, aha. Das so. Gut, ich glaube mit dem Schlüssel oder mit den 2 Schlüsseln, die ich jetzt gefunden habe, müsste es jetzt eigentlich aufwärts gehen. Aber bei da bin ich noch gar nicht gesehen. Oder schon? Und dann schauen. Setzen wir doch mal das Bambi an. Oder mit dem Hammer hätte ich auch. Ja. Okay. So, jetzt kannst du sicher nicht mehr übergumpen. So. Passt. Ah, die blöde Muschel. Du Muschel! Wie der Didi würde sagen. Du riesen Muschel. Ungeduldig. Und schon wieder zu ungeduldig. So. 3, 2, 1. Was? Jetzt bin ich zu langsam. Moin. Also viel mangelt es mir sicher nicht. Schalter. Das Wasser minim auflädt. Ha! Gerade beide. Oh, dem habe ich ewig nicht gehabt, wie sie es checkt, wenn man den aufmacht. Weil, wenn ich das ja richtig im Kopf habe, kommt man natürlich nicht durch. Von meiner Bombe ist es zwar eigentlich egal. Aber was ich dann nachher gemacht habe, war der. Ah, muss ich sogar ein bisschen vorlaufen und... Geschafft. Ja, weil das ist recht eine Fiesigkeit. Ich muss erst mal auf die Idee kommen. Hey, man könnte schon meinen, ich habe zu wenig Pfeile und Bomben. Anyway. Schon noch etwas gesehen? Nein. Nicht, dass ich gerade etwas gesehen hätte.